Es dreht sich dann eigentlich nur noch alles um Kalorien, also wie viel darf ich essen. Irgendwann ist der Tod näher als das Leben und das macht einem schon Angst, ja. Die Gedanken sind auch gekommen, dass mich wirklich niemand gerne hat, dass ich für alle nur eine riesige Belastung bin. Ja, jetzt erzähl mal, jetzt bist du zum zweiten Mal aus der Klinik rausgekommen, Genau, gell? ja. Wie ist denn das? Ist mir dann nachher geheilt? Nein, leider nicht. Es geht schon viel besser. Also wir hatten noch einfach viel mehr Sicherheit, weil wir ganz viel Therapien hatten und ganz viele Erfahrungen durften sammeln. Aber das ist natürlich ein Prozess über Jahre. Das ist ja eine Sucht, oder? Ja, das genau. ist wie bei Alkohol oder anderen Süchten. Das ist ja etwas, was im Kopf noch muss irgendwo geregelt werden, Genau. oder? Ja, ich merke schon, dass es Fortschritt gegeben hat. Aber ich merke auch, dass ich immer noch zum Teil Tage habe, wo es schwierig ist. Ja. Wo du kämpfst. Genau, ja. Aha. Sarah wächst mit ihren beiden Schwestern und dem Brüder auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Eltern auf. In der Familie packt jeder mit an, es gibt immer viel zu tun. Die 6 sind ein gutes Team und stehen sich sehr nahe. Aber als Sarah 12 ist, fängt sie an, sich zu verändern. Immer häufiger macht sie sich Gedanken über ihren Körper. Ich habe mich einfach plötzlich nicht mehr so wohl gefühlt und habe mich immer mehr mit anderen, vor allem gleichaltrigen Leuten verglichen. Dann habe ich das so verknüpft, dass alle, die eigentlich, ja, ich sage jetzt wirklich mal, dick sind, dass die nicht geliebt werden, dass alle schlecht über die Person denken. Und das wollte ich halt nicht über mich. Und dann hatte ich halt sowieso noch mega den Kritiker in mir inne, dass ich nicht gut genug bin, auch von meinen Fähigkeiten, von meinen Stärken, dass ich einfach nichts kann. Und ja, das hat sich dann so auch wieder in eine Abwärtsspirale getragen. Auch Sarah, ihre Mutter, Anita, merkt, dass sich ihre Tochter anders verhält als früher. Sie hat das ganze Essen hinterfragt, aber ich habe das eigentlich noch gut gefunden. Sie hat gefragt, Mami, warum so viel Zucker? Kann man nicht Vollkornmehl? Ich habe das eigentlich gut gefunden. Ich habe das Gefühl, ja, super, sie macht sich Gedanken, alles gut. In den ersten Monaten fällt der Familie nicht auf, dass sich die Situation zuspitzt. Aber irgendwann kann Sarah nicht mehr verstecken, dass sie viel Gewicht verloren hat. Irgendwann ist sie mit Kurzhosen und T-Shirt. Wir waren auf der Postergruppe, haben Fernsehen geschaut. Wir haben einander angeschaut und gedacht, Scheiße, jetzt ist es nicht mehr gut. Ja, man hat natürlich schon Angst um das Mädchen, weil ja, so mager ist, nicht mehr dran ist. Irgendwann ist der Tod näher als das Leben und das macht einem schon Angst, ja. Sarah ist gefangen in einem Teufelskreis und kommt nicht mehr daraus raus. Es dreht sich dann eigentlich nur noch alles um Kalorien, also wie viel darf ich essen und wie viel Sport muss ich machen, dass ich eigentlich alle Kalorien, die ich an diesem Tag gegessen habe, wieder verbrenne. Plus, dass ich eigentlich noch ein bisschen mehr verbrenne, dass ich auch abnehmen kann. Mir war es sehr lange nicht bewusst, dass ich die Krankheit habe. Ich habe immer alles abgeschritten, habe immer gesagt, ja, mir geht es super, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand etwas daran macht, dass ich wieder zunehmen muss. Darum zieht sich Sarah auch immer mehr von der Familie und von ihren Freundinnen zurück. Sarah hat natürlich auch in der Zeit, wo sie so dünn war, so mager war, keine Lebensfreude mehr gehabt. Nicht nur Sarah ihren Körper leidet, auch ihre Psyche hat schwer zu kämpfen. Die Gedanken sind auch gekommen, dass mich wirklich niemand gerne hat, dass ich für alle nur eine riesige Belastung bin und es ist auch, dass meine Familie denkt, dass sie es bereuen, dass sie mich sogar auf die Welt geschickt haben. Die Situation wird für Sarah lebensbedrohlich. Die Ärzte diagnostizieren eine Anorexie und legen der Familie ans Herz, sie in eine Klinik einzuweisen. Ein Entscheid, der allen schwerfällt. Das Bauernmädchen, das sich gewöhnt ist, in der Natur rauszuziehen, in der frischen Luft, in einer Stadt. Zimmer, keine Privatsphäre mehr, kein Tageslicht, keine frische Luft. Da hatte ich noch einmal mehr Angst. Ich dachte, das schafft sie nicht. Sie selber auch. Sie hat auch gesagt, wenn wir gekommen sind, ein Häufchen Elend, noch wie. Es ist mir manchmal vorgekommen wie die Hölle. Aber
sie als Mensch ist verschwunden. Nach einer Weile in der Klinik geht es Sarah besser. Ihr Gewicht stabilisiert sich langsam. Es gibt mehr und mehr gute Tage, aber nach wie vor auch schlechte. So eine Krankheit, es tut nicht nur das Betroffene einschränken, sondern die anderen eben auch, wo wir je tiefer als Sarah in dieser Krankheit war, umso weniger haben wir andere machen. Es schränkt brutal ein. Sarah hat einen Weg gefunden, sich abzulenken und das Schöne im Leben zu geniessen. Sie ist viel draussen und hat in der Klinik häkeln. So sind ein Haufen Figuren entstanden, Zeugen von dem langen und schwierigen Weg. Heute kann Sarah ihrem Körper langsam wieder vertrauen. Meine Familie hat mich immer unterstützt, indem sie vor allem einfach immer mir mega liebe Worte gesagt haben, eben, dass ich das schaffe oder dass sie mich mega gerne haben. Sie waren immer für mich da gewesen. Und sie haben auch immer an mich geglaubt. Ja. Meine Familie bedeutet mir alles. Ich weiß nicht, was ich ohne meine Familie machen könnte, weil sie geben mir einfach mega viel Kraft und ja, schenken mir ganz viel Liebe. Und darum will Sarah ihren Liebsten etwas zurückgeben. Die 6 haben nämlich seit langer Zeit einen gemeinsamen Wunsch, den sie sich aber nie selber erfüllen können. Ich würde sehr gerne mal so einem Ballonkorb sein und einfach mal runterschauen. Schauen, wie alles klein ist und etwas Sachen verschwinden, wie kommt weiter. Das würde ich sehr gerne. Das wäre ein Wunsch von mir, ja. Ein Stück Freiheit, ja, losgelöst von der Erde. Eigentlich, ja, Gedanken unten lassen und einfach nur geniessen. Ja. Da habe ich gedacht, das ist jetzt der perfekte Moment. Ich denke, wir sollten das organisieren. Genau, wir können ja. das auch. Ja, genau. Ja, das können wir auch. Das machen wir auch gerne. Ja, ich freue mich sehr. Ich gehe jetzt dann zu deinen Eltern. Die gehen überrascht, die wissen von nichts. Nein, gar nicht. Die haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Wirklich nicht. Dann gehe ich sie holen, bringe sie hierher. Du versteckst dich da, dass sie dich nicht gerade als erstes sehen. Ja, Und dann machen wir das. Einverstanden? das ist super. Cool. Danke vielmals. Es ist nur eine Viertelstunde Fahrt bis auf Wieniken, zum Hof der Familie. Hallo zusammen. Hallo, bist du da nicht da? Ja. Ich bin der Röbi Koller Ja, das kann ich von Happy Day. Und du? Stefan, gell? Ja, ich kenne alle von dieser Familie. Dürfen wir reinkommen? Sicher? Hallo zusammen. Röbi Koller. Du bist der Hans-Peter, musst du sein, gell? Und du bist Jasmin. Nein, Cori. Wenn ich auch einen Happy Day schaue, mir tun immer die Leute ein bisschen leid, die so überrumpelt werden. Und ich habe immer so gedacht, ist Wurst, mir passiert das ja dann nie. Der Rübi steht sicher nie bei mir vor der Tür. Also ich bin verschrocken zuerst. Also ich bin da, um euch zu sagen, ab jetzt habt ihr einen Happy Day. So eine Sache kann ja gar nicht der Zeit heute. Wir sind ja am Heuen und... Könnt euch parat machen, wir gehen noch immer hin. Und dann sehen wir uns draussen. Ist gut? Ich weiss, dass ihr ein bisschen skeptisch seid, aber weißt, bei Happy Day ist immer alles ein bisschen zauberig und organisiert und es kommt alles gut. Es kommt alles, ja, es kommt alles gut. Kommt das doch im Fernsehen vor? Ja, sicher kommt es im Fernsehen. Schau, da ist die Kamera. Schau, da. Hallo. Hallo. Also, willst du machen? Überhaupt haben wir das nicht erwartet und ja, eigentlich völlig überrumpelt gewesen und nie mit dem gerechnet, dass eigentlich ja, mehr in den Genuss kommen, sage ich jetzt, ja, für irgendetwas zu erleben. Irgendetwas erleben. Was das ist, behalte ich noch einen Moment für mich. Zuerst soll nämlich Sarah ihren Wunsch in Erfüllung gehen. Sie macht sich bereit für den Moment, wo ihr so am Herzen liegt. Ich freue mich wahnsinnig, sie jetzt endlich gesehen, die Reaktion gesehen. Aber ich bin schon recht nervös. Ja.
Nervös ist die Familie sicher auch. Noch sind sie am Wehrweisen, wer hinter dem Happy Day steckt. Ich habe mir dann nachher überlegt, ja, wer hat uns denn angemeldet bei Happy Day? Oder wieso dürfen wir das? Und das ist für mich dann gerade klar, es muss Sarah sein. Der Mut, den sie bewiesen hat, das Ganze in den Weg zu leiten, das ist also wirklich eine grosse Geschichte. Ja. Ich habe euch bei Happy Day angemeldet, weil ich einfach Danke sagen wollte. Weil ich weiss genau, dass ihr recht viel schlaflose Nächte hattet wegen mir. Und ja, weil ihr auch recht viel Angst hattet um mich. Und weil ich euch einfach alle mega bewundere, vor allem du Mami und du Papi, dass ihr immer für mich da seid und ja, nie aufgegeben habt. Ich kann einfach nicht in Worte fassen, wie unglaublich dankbar und stolz ich bin, euch als Familie zu haben. Ich habe euch alle mega, mega gerne. Wir haben dich auch gerne, Sarah. Das ist natürlich schon ins Herz gegangen. Ja. Mit trainieren, dass man so eine Wertschätzung bekommt und eine Dankbarkeit spürt. Das ist natürlich schon etwas ganz Grosses. Ja. Als Eltern geht man eigentlich den Weg. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Aber dann auch noch die Dankbarkeit zu spüren und zu hören, das ist sehr schön. Ja. Aber der Happy Day ist noch nicht fertig. Ich habe eine Überraschung für euch. Sind ihr immer noch dabei? Du auch? Sicher? Also, kommen wir mit. Er ist schon so kribbelig. Es hat einen guten Grund, warum ich die Familie heute vom Hof weggelockt habe. Da machen sich nämlich die Astrid, sie ist Ballonpilotin, und ihre Crew für die richtig grosse Überraschung parat. Als wir nach dem Schloss wieder hinter dem Rübi nachgefahren sind, hatte ich keine Ahnung. Und dann haben wir gemerkt, es geht Richtung Heim zu wieder. Das hat mich noch mehr verwirrt. Wow, das ist mega schön. Wow. Oh, das ist schön. Ja, es war natürlich ein freudiges Gefühl. Ja, es war eigentlich der Fall klar, dass wir eine Heißluftballonfahrt machen. Das war natürlich sehr schön. Das ist eure Ballonpilotin, das ist Familie Kaufmann. Hallo. Wenn ihr möchtet, dürft ihr einsteigen. Wir haben da 2 Stufen, rechts und links. Jahrelang hat die Familie von so einer Ballonfahrt geträumt. Heute wird dieser Wunsch endlich wahr. Viel Spaß, ciao zusammen. Schöne Zeit. Als er gestiegen ist, also das war im Moment ein bisschen komisch. Ich dachte, oh shit. Gerade beim Start zu erleben, wie die Kraft von dieser heißen Luft eigentlich, ja, uns mitnimmt in die Höhe, ist natürlich sehr schön. Soll ich zum Hof gehen? Nachher, als wir dann so ein bisschen Höhe hatten, habe ich es wunderschön gefunden. Und einfach auch mal, vor allem auch unser Haus, unser Hof, einfach mal von oben ab zu sehen. Das war eindrücklich. Als ich einen Fallschirmsprung hatte, Ja. Ich finde eben hier oben, so alles offen ist, das ist so eine Freiheit, so das Leben. Wo Ja. man einfach geniessen und sein kann. Und das haben wir nicht mehr können. Ja. Schön, Ja, Jasmin. ist wirklich schön ist mega gewesen. schön. Ja. Jasmin ist gerade in der Ferien, aber umso schöner habe ich es gefunden, wo sie halt per FaceTime noch dabei war und auch noch teilhaben. Das bedeutet mir sehr viel, dass Sarah uns den Happy Day ermöglicht hat und alles organisiert hat, weil ja, wir hatten doch schwierige Zeiten gehabt, wir hatten schwierige Diskussionen mit ihr. Es war nicht immer einfach und so eine Dankbarkeit nachher zu erleben dürfen mit dieser Ballonfahrt und einfach geniessen, das hat mir sehr viel bedeutet, ja. Ich habe es mega schön gefunden, meine Familie
an diesem Tag so glücklich zu sehen und alle oder fast alle beieinander zu ziehen. Es hat einfach wie gestimmt. Es war wirklich schön. Und auch einfach mit dem Gedanken, mal loslassen und einfach mal den Tag geniessen. Egal, was jetzt daheim ist, es ist ja Wurst. Jetzt kommen wir als Familie mal dran. Und das hat mich schön gedacht. Für mich war es wie auch noch mal ein Neustart und einfach auch noch mal so einen Kick gegeben, hey, das Leben ist schön, es geht weiter.